Willkommen zu einem weiteren Live-Net-Talk während der Corona-Krise. Plötzlich isoliert leben in einer ganz anderen Wohnsituation, das ist unser Thema heute. Durch die außerordentliche Lage, die wir im Moment haben, arbeiten plötzlich sehr viele Leute im Homeoffice. Und so melden auch ich mich aus meinem Bastelraum, wo wir kurzerhand in ein Büro umfunktioniert haben. Hier meine Familie, Sven, Sienna, der ganz Kleine, der Nelio. Und das ist der Papa, genau. Mit ihnen teilen ich im Moment das Leben auf relativ engem Raum in einer 4,5 Zimmerwohnung. Ja. Und genau, und das ist das Thema in unserem Talk. Sie werden jetzt in einen anderen Raum gehen, selbstverständlich, dass wir hier ungestört arbeiten können. Und wir reden darüber, was bedeutet das für Familien, die eng aufeinander leben. Was bedeutet es für Menschen, die einsam daheim festhocken. Was bedeutet es für Werke, Kirchen und Unternehmen, die plötzlich ihre Tätigkeit eingeschränkt sind extrem? Wie kann man das alles handeln, wenn plötzlich die Kinder eben auf der Chance rumhocken auch noch? Und das ist die Frage, wie können wir mit der ganzen Situation umgehen? Gut, danke vielmals. Dann könnten Sie bereits weitergehen. Also als authentischer Einstieg, wie das ein bisschen zu und her gehen, auch bei mir im Alltag als Journalist im Moment. Ich möchte gerne meine Gäste begrüßen. Kathi und Daniel Zindel sind Ehe- und Familienberater, Geschäftsleiter der Stiftung Gott hilft in Zitzers, Graubünden, verheiratet, Eltern von 4 erwachsenen Kindern. Herzlich willkommen. Der Daniel, für da noch ein bisschen genauer einzuleiten, ist Gesamtleiter von der Stiftung Gott hilft Zitzers. Hier gehören Schulheim dazu, Alterspflegezentrum, Beratungsstelle, Reinerhaus, sozialpädagogische Fachstelle, das Hotel Paladina im Tessin, also ein riesig bunter Strauß, ein Kinderhilfsprojekt in Uganda auch noch. Der sicher gefordert war, in diesen verschiedenen Aufgaben Krisenmanagement zu machen. Dann haben wir, wie gesagt, auch die Kathi, die vor allem mit der Beratungsstelle Reinerhaus engagiert ist, leitet hier die Beratungsstelle, begleitet vor allem Ehepaare, Einzelpersonen in Seelsorge und Coaching. Darum frage jetzt mal in Kanton Graubünden zu euch die obligate Frage im Moment. Wie geht es euch im Moment? Uns geht es gut bei dem Wetter, was für uns schwierig ist. Wir dürfen keine Skitouren machen oder man ratet uns ab, gefährliche Sportarten zu machen, dass man das Spital nicht belastet. Wir haben unsere Kinder nicht daheim, haben Freiräume. Also für mich persönlich, mir geht es auch gut, aber ich merke, weil ich ein bisschen Schock ist, oder manchmal habe ich so ein bisschen wie Herzstechen, da habe ich das Gefühl, oh, habe ich Corona, dass halt gleich vielleicht noch mehr Ängste da sind, als dass ich selber merke. Und ich vermisse meine Enkel, die ich jetzt im Moment nicht hüten kann. Das bedauere ich sehr. Und dann die Südtäler, du Schlaf, die Walli, mein Ochs, die sind sehr angespannt, weil sie nach am Tessin nach Italien sind. Das merkt man ein bisschen. Ah ja, klar, genau. Merci vielmals. Erster Stimmungsbericht aus der Stube von Zindels. Ich möchte auch begrüßen Sabine Fürbringer aus Winterthur, Psychologin und Paartherapeutin, verheiratet, Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Und sie hat auch einen anderen Hut, wo man so auch kennt, nämlich die Angebote für Frauen bei Campus für Christus. Sabine, wie geht es dir? Ja, ich kann mit dem eigentlich anschließen. Mir geht es auch gut. Ich finde die ganze Situation ein bisschen surreal zwischendurch. Weil es ist der Frühling, der sich jetzt wieder zurückgemeldet hat. Und ich finde es gar nicht so schlimm, jetzt gerade für mich persönlich, dass alles ein bisschen in einem engeren Radius so stattfindet. Also ich finde, mir geht es gut. Wir haben uns auch, mein Mann und ich, haben uns sehr gut arrangiert. Uns passt das eigentlich auch noch, so 24 Stunden am Tag am gleichen Ort zu sein. Das ist für uns jetzt nicht eine Tragik, im Gegenteil. Diesen Teil, den finden wir eigentlich noch toll. Und als ich jetzt vorher so zugeschaut habe, deinen Kindern, wie die da dir über eine Chance überrutschen und so, habe ich gedacht, also einerseits bin ich froh, haben wir das jetzt nicht, ja, sind wir jetzt nicht in dem inne, weil das ist sehr anstrengend. Und auf der anderen Seite merke ich natürlich, einmal Mutter, immer Mutter, oder? Also jetzt sind unsere
2 Kinder, junge Erwachsene, und haben so gerade jetzt in diesen Monaten beide ihre Herausforderungen oder ihre Projekte, ihre Sachen, wo sie drin sind. Und jetzt, ich spüre, wenn ich noch einmal eine Runde mehr muss loslassen und einfach sagen, gut, das mutet Gott jetzt ihnen zu, mit dieser Situation klarzukommen. Und ich bin hier eine Reihe hinter dran und ich kann Anteil nehmen, ich kann beten für sie, aber ich kann das nicht abnehmen. Und ich meine, das habe ich ja schon so viel mal durchbuchstabiert. Aber es kommt auch jetzt in dieser Zeit noch einmal. Also irgendwie, das mit dem Mami sein oder mit dem Mutter sein hört nie auf. Genau. Und zum Mami sein können wir auch noch einen weiteren Gast in unserer Runde begrüßen. Das ist Daniela Jelle Mailänder. Und für das schalten wir auf Bayern. Und jetzt spreche ich ein wenig Hochdeutsch. Das geht dann einfacher für Sie. Sie ist Referentin für FreshX für Familien in CVJM Bayern. Mitglied auch im Vorstand von Willow Creek Deutschland. Daniela Mailänder, auch die gleiche Frage zu Beginn. Wie geht es dir im Moment? Mir geht es sehr gut, doch wirklich. Also erstmal gesundheitlich geht es mir sehr gut und auch uns als Familie geht es gut. Wir haben 3 Kinder, die sind 8, 6 und 2 und ich musste vorher bei dir, Flo, auch ein bisschen schmunzeln, weil es bei uns ganz ähnlich aussieht. Die Kinder hüpfen irgendwie über alles drüber. Mein Kleiner hat gerade eben einen riesen Schuhsalat hier unten im Flur gemacht. Aber so im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich einfach froh, bei meiner Familie zu sein. Ich habe schon 2 Wochen Quarantäne hinter mir, wo ich ganz isoliert war, ganz alleine. Von dem her ist es einfach schön, zu Hause zu sein und insgesamt geht es uns gut. Wir sind dankbar, dass wir einen Garten haben, dass wir ein kleines Haus haben, wo auch die Kinder hin und her rennen können und wir entsprechend einfach auch unterwegs sein können hier im Haus. Mhm. Ja, wir werden von dir auch hören, wie das war, also in der totalen Isolation alleine, eben nach dem Willow Creek Kongress in Karlsruhe oder eigentlich mitten aus dem Kongress herausgerissen zu werden in diese Quarantäne. Und jetzt kennst du das bestens bereits, ohne Familie, mit Familie. Wir werden da bestimmt noch darauf eingehen dann. Also Familie ist so das eine Thema, dann auch, wie ist es in der Einsamkeit? Also einige haben zu viel Nähe fast, also man ist aufeinander reingepfercht in engem Raum sozusagen, wie ich es im Moment auch ein bisschen erlebe, oder man hat vielleicht zu wenig soziale Kontakte und ist einsam. Und jetzt ändere ich wieder auf Mundart. Für Daniela hat gesagt, sie können den Schweizer schon folgen, das funktioniert schon. Das ist ein bisschen einfacher für uns alle anderen. Machen wir das so, Familie, Ehe, das ist das Thema auch von Zindels, da möchte ich euch gerne reinbringen. Wie ist das in so einer Extremsituation, dass man das noch pflegen kann, überhaupt die Ehe und mit dieser Situation einfach zu Schlag kommen? Mal so ein Grundsatz. Frage in die Runde und zu euch sind. Wie würdet ihr und beratungsmässig, was geht ihr jetzt so rein in die Familie? Also erstens einmal ist es ja in jeder Familie ein bisschen anders, weil es ist nicht für jeden Nähe und Enge ein Problem und für andere ist es ein grosses. Also da gibt es die ganze Breite und Spannung und dann kommt es auch darauf an, hat man das vorher im Jobsharing schon geübt, dass man einander in die Hand schafft, Haushaltsarbeit teilt, mit den Kindern teilt, oder ist jetzt das ganz neu, dass der Vater daheim ist, da sind 4 Kinder und er möchte eigentlich in Ruhe können arbeiten und möchte seine Ruhe haben und die Frau müsste für die Kinder schauen und jetzt müssen die müssen etwas Neues lernen, das geht ja nicht mehr wie vorher. Also man muss wie neue Rollen finden, neue Plätze. Was wir gemerkt haben, wir haben gestern Abend eine Spannung unter Druck und es ist jetzt viel Druck auf diesem System, reagieren wir ganz verschieden. Ich will Distanz, stumm in meine Höhle, du willst Nähe, Reden, Gefühl und das generiert schon zusätzliche Spannung. Und wir kriegen noch mehr, oder? Natürlich, weil dann ist die Frage, ist denn überhaupt noch Platz für uns als Paar? Den haben wir jetzt, aber mit ein paar Kindern, denke ich, ist es grundsätzlich einfach auch schon mal die Frage, okay, wir haben jetzt wenig Zeit füreinander und Kreativität herauszufinden, wo können wir vielleicht kleine Momente qualitativ nutzen, anstatt dann noch einen Konflikt zu haben. Und das ist sicher immer das Thema. Oder
wie gehen wir mit unserem Stress um? Und da gibt es natürlich dann die Knatsch und Konflikte unter den Kindern, zwischen Kindern und Eltern und zwischen den Paaren. Man muss sich ganz neu strukturieren, organisieren, Freiräume nehmen und möglichst einander auch sich zusammennehmen, also sich können führen, sorgfältig mit sich umgehen und dann auch mit dem Partner. Genau. Zum Beispiel der Satz vom Berset, der läuft mir immer nach, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause. Und mir denkt, das heisst eben auch irgendwie, bleib bei dir daheim. Und das ist umso nötiger. Ich denke, das ist ein Übungsfeld, wo wir anderen mitgeben können. Das ist ja auch unter anderen Stresssituationen. Wie kann ich immer wieder zurückkehren zu mir, in mein Herz, zu mir, auch ein Timeout machen, wenn ich merke, jetzt werde ich aggressiv. Oder jetzt bin ich so gestresst, dass mich alles nervt. Und dann Zeit habe für sich selber einen Moment und dem anderen zumuten, dass er ein Leitschlag kommt, um wieder bei sich daheim ordnen können. Geistliche Riesenchance, bleib bei deinem Vaterhause. Also bleib bei deinem Gott. Genau. Wir haben heute gerade so ein Survival-Kit aufgeschaltet für Männer unter Druck. Vielleicht haben Sie ein paar gesehen, den Artikel, wo eben man weiss, dass vielleicht Männer, bei euch ist es jetzt auch ein bisschen so, hast du erzählt, Daniel, du brauchst eher den Rückzug. Also ich nicht so aggressiv wird, also bei uns wäre es gerade umgekehrt als typisch, ja. Sicher, dass die Emotionen bei dir stärker kommen. So, ja. Du musst lernen kommen, wenn du... Also ich reagiere mit Rückzug und das macht dir, glaube ich, Stress. Ja. Und dann... Ja, und auch sonst, wenn ich Stress habe, muss ich reden oder wissen, wie geht es dir. Und so ist man ja verschieden und das tut sich dann wie potenzieren, wenn der Stress noch mehr höher ist. Also, ja. Ja. Hören wir einmal, wie das bei der Daniela Mailänder ist. Wie sieht es bei euch aus in der Familie und wer ist wie gepolt so von euch beiden? Bei uns ist es witzigerweise genau andersrum. Also ich brauche gerade total viel Zeit für mich. Das heißt, ich stehe morgens wirklich früher auf vor allen anderen, um Zeit für mich eben zu haben und auch Zeit, um mich auszurichten, Zeit für Gebet. Und bei uns ist es eher mein Mann, der die Nähe so sucht. Der kommt dann manchmal so hochgeschlichen vom Homeoffice und sagt, ich mache mal eine Pause, soll ich dir helfen? Ich so, was willst du mir helfen? Ja. Da werde ich dann irgendwie aggressiv. Also da genau, es ist witzigerweise ähnlich wie bei euch, nur dass die Rollen unterschiedlich sind. Und bei mir ist es so in so Wellen. Ich merke immer wieder so, meine Emotionen gehen so hoch und runter, weil ich eben nicht entsprechend Rückzugsraum habe. Das finde ich ganz spannend. Und so für mich dachte ich mir, es wird gerade ganz viel so über äußere Gesundheit gesprochen, aber ich merke, dass ich gerade ganz viel mich um meine innere Gesundheit kümmern muss, damit ich entsprechend einfach kräftig genug bin, diese Alltagssituation bei uns zu Hause eben auch mit 3 kleinen Kindern einfach gut nicht nur zu überleben, sondern die auch nutzbar zu machen für uns als Familie. Aber dafür brauche ich zum Beispiel erstmal Zeit für mich und auch Zeit jetzt zum Beispiel für mich in Ruhe zu beten zum Beispiel, ja genau. Ja. Also für uns ist es genau andersrum. Genau. Ja, bei uns ist es sogar noch so, meine Frau ist im Stillen im Moment, das Baby, das da ist. Also das heisst, sie ist dort schon stark absorbiert und durch das, ja, immerhin kann ich sie ein bisschen unterstützen im Homeoffice und kann ab und zu ihr auch probieren, so eine Pause zu ermöglichen. Einfach ist es nicht, das ist wirklich so. Ich werde dann auch noch ein Beispiel reinnehmen in unsere Runde von einer Familie, die auch mit Homeschooling und so weiter auch sehr gefordert ist. Wir werden dort in der Schweiz schalten, kurz zu jemandem, der dort hier mit 3 Kindern gefordert ist. Und ich werde über ein anderes Thema jetzt mit euch zu reden kommen, nämlich wenn es daheim zu der Gemeinde wird. Weil sonst darf man sich ja nicht mehr treffen. Also jetzt auch für uns als Christen, was kann das bedeuten für die Familie? Jemand hat gesagt, ja, das soll das Ziel sein oder der Wunsch wäre doch, dass jetzt das überall Gebetshäuser auch werden und dass Familien das können ergreifen und so weiter. Was würdet ihr da so dazu sagen? Also ich finde halt, es ist eine Chance für die Familie, vielleicht ein Teil, wo man manchmal ein bisschen an die Gemeinde auch delegiert, wieder näher bei sich zu haben. Nämlich das ganzheitliche Leben, das auch
es mit den Kindern einen geistlichen Weg gehen. Wieder viel, viel näher bei der Familie, bei den Eltern dran ist. Und dass das eben auch reinfließt, wenn du homeschoolen musst, was auch immer du mit deinen Kindern jetzt eigentlich gezwungen bist, den ganzen Tag durchzuleben, dort viel ganzheitlicher auch den Glauben wieder reinzunehmen. Ich finde, es ist für Familien eine riesige Chance. Und natürlich, also das ist auch super, dass Gemeinden Hilfen anbieten, also dass sie so Programme und Ideen, wie man das gestalten könnte, dass sie das den Familien eigentlich in die Hand geben. Aber das ist was Besonderes, oder? Sie geben es den Familien in die Hand. Und jetzt sind Eltern mit den Kindern zusammen in der Situation, dass sie etwas mit dem machen. Und das finde ich gehe halt ein bisschen so durchs Leben, dass ich versuche, aus diesen Situationen, die wir ja nicht ändern können, wie herauszufinden, was ist denn für eine Chance drin, wie können wir das nutzbar machen. Und da, das finde ich, sehe ich auch rundum, also höre ich virtuell, kriege ich mit, dass das in den Familien viel Gutes auslöst. Darf ich noch etwas anfügen? Ja, sicher, Daniel, bist du gut. Was gefallen hat von dir, ist das Wort ganzheitlich. Dass es eingebettet ist in unser Leben. Wir beten vielleicht für das Grosse, das jetzt allein ist und läuten ihr noch an. Oder wir tun jemandem in der Nachbarschaft etwas einkaufen. Also, das Kind brüllt, weil es nicht zu den Gespänli und lernt aushalten und dann erzählt man Gott und klagt auch mal bei ihm. Also eigentlich das ganzheitliche Leben, ich teile das auch mit der Sabine, das ist so viel Anlass, der Glaube in der Beziehung zu Gott zu sein, das ist eigentlich etwas Einfaches und kann gut integriert werden. Oder auch in Ängsten, die man hat, in die Kinder hineinnehmen, mit ihnen zu Gott kommen und wieder Vertrauen fassen. Also mit ihnen erlebt das Leben. Ja, und ich würde es jetzt einbetten, auch in die Altersstufe, jetzt mit Teenagern zu sagen, und jetzt machen wir 3 Stunden Worship miteinander und die finden die Eltern im Moment, die Hinterletzten. Es muss auch irgendwo stimmig sein, auch auf Freiwilligkeit und nicht sagen, so jetzt den Sonntag sind wir jetzt eine Ersatzgemeinde und verknurren die dazu. Also einfach eingebettet in die Lebensvollzüge des Alltags Gott mit ihnen. Super. Wie das jetzt die Familie Stocker macht, das wollen wir jetzt zusammen herausfinden. Sie sind in der Schweiz daheim und unser Techniker versucht, sie jetzt gerade dazu zu holen. Die Familie Stocker, die in der Krishona in der Schweiz oder daheim ist. Also nimmt mich auch Wunder, wie sie das probieren zu leben und wie sie unterstützt werden von ihrer Gemeinde, einfach als Beispiel. Jetzt die Frage an die Familie Stocker, seid ihr da? Ihr müsstet noch den Ton ausschalten, unten links, und nachher sollte das wahrscheinlich klappen, das Bild auch noch einschalten. Und dann sollte es möglich sein, dass wir euch sehen. Jawohl, mit Fabian und der Corinna und der Isabel. Die Anneliese und der René Stocker, also die Anneliese allein im Moment, genau. Wie ist das für euch mit dem Homeschooling und den Herausforderungen, die im Moment die Situation mit sich bringt? Ja, es ist eine Herausforderung, es ist ganz eine neue Situation für uns. Plötzlich so alle daheim. Wir sind uns einfach gewöhnt, Freizeit miteinander zu verbringen und Ferien miteinander zu verbringen. Und nicht eigentlich Schule zu machen oder einfach mal Hausi zu machen. Und die erste Woche, ja, die war ziemlich turbulent und hat mich recht an Grenzen gebracht. Wir mussten uns wirklich neu erfinden. Am Freitag, dann, an der ersten Woche, habe ich wirklich das Gefühl, das überlebe ich nicht. Und ich habe gemerkt, ich muss mit meinen Kindern ein bisschen gnädiger sein und ein bisschen mehr ich möchte ein bisschen mehr mithelfen oder wir müssen es anders organisieren. Wir haben dann nicht mehr unseren Ferien-Plan gebraucht, sondern wir haben jetzt einen neuen Arbeitsplan. Wir reden nicht mehr von Schule, von Hausi machen, wir reden nur noch von Schule. Weil das gibt auch Verwirrung. Da hat man das Gefühl, man kann am Abend noch schnell ein bisschen Hausi machen oder ein bisschen Schule. Und das ist aber nicht so, man hat doch mehr Arbeit. Und unsere Kinder sind in verschiedenen Stufen. Wir haben die 3. Oberstufe, du kommst gleich in die Lehre.
Dann haben wir eine Drittklässlerin und eine Sechstklässlerin. Und ja, es schaffen alle ganz unterschiedlich. Und der Papa ist immer noch auswärts am Arbeiten? Ja, wir sind auch dankbar, dass er arbeiten kann. Und sie haben am Arbeitsplatz schon ihre Sicherheitsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen und momentan kann er auswärts arbeiten. Super. Und wie ist das mit eben daheim auch als Christen so Gemeinleben oder ja, Gott einzubeziehen in die Situation? Weil man kann sich ja nicht mehr treffen. Bei euch auch in Krishona ist ja das auch nicht möglich. Und vielleicht habt ihr, weiss nicht, einen Livestream oder auch nicht, wo ihr verbunden seid noch miteinander. Wie ist die Kommunikation dort noch? Ja, genau. Es ist so, Gottesdienst, alles ist auf Eis gelegt. Sogar der Kühlschrank in der Gemeinde ist ausgeschaltet worden. Wir haben jetzt immer am Sonntag, macht unser Pastor eine Predigt von seinem Sofa aus und tut uns die schicken. Und so können wir Gottesdienst daheim feiern. Wir tun das alles ein bisschen, ja, je nachdem ein bisschen abändern, aber es werden uns auch Lieder zur Verfügung gestellt. Und es hat immer eine Zeit noch zum Basteln für die Kinder. Und jetzt, ja, es ist auch ganz eine gute Erfahrung, mal so auf dem Sofa, in der Bettdecke eingegliedert, mal am Pfarrer zuzulassen. Mhm. Jetzt würde mich noch die Sicht der Kinder auch interessieren. Unsere Tochter, 3-jährig, die sagt jeden Abend, jetzt beten wir beten, morgen ist Corona weg, Jesus, morgen ist Corona weg. Amen. Oder das ist, wir wollen nicht mehr Corona, das ist blödes Corona. Sie können ja noch nicht viel mehr als so das Nötigste so zu verstehen von dem, das hat sie das reingebracht, immer hört man von dem Corona, oder? Wie ist das für euch, Kinder, mit dem Corona umzugehen und dem Ganzen? Jetzt, wer gerade der Mut hat, etwas zu sagen? Ja, also wir haben jetzt auch nächstens noch ein Trampolin bekommen und wir können dort auch noch ein bisschen kumpen, wenn uns langweilig ist oder so. Aber ich komme eigentlich gut Schlag mit dem. Ich einfach am Anfang haben wir jetzt so ein neues Programm bekommen am Anfang, wo wir in Verbindung bleiben mit den Lehrpersonen, was wir rüberkommen und so. Und wir sind halt dort ein bisschen ins kalte Wasser geführt worden mit dieser App. Wir sind mit dieser App nicht rausgekommen, wie das geht und so. Mhm. Aber jetzt mittlerweile geht es gut und ja, kommen wir raus. Ja. Kommen raus, super. Also, merci vielmals, dass wir heute reinschauen können in euren Alltag. Familie Stocker aus der Schweiz. Danke vielmals. Und dann verabschieden wir euch wieder verabschieden in unserer Runde und weiter diskutieren hier mit den Fachleuten. Kathi Daniel Zindel oder auch Daniela Mailänder. Könnt ihr da noch etwas ein bisschen ergänzen? Jetzt ist das so ein Beispiel von einer Familie, die gefordert ist, plötzlich Homeschooling organisieren und alles drum und dran. Ja, ist das ein typischer Fall, den ihr jetzt so viel erlebt bei Begleitung? Das ist ein schöner Fall, ein eindrücklicher Fall. Vielen Dank. Es gibt halt auch Familien, die nicht so viele Ressourcen haben, die jetzt in unserem Fall zum Teil auch Schwierigkeiten haben daheim. Manchmal hat man auch das Gefühl, sind die Kinder geschützt? Was passiert dort, wenn so viel Druck auf die Familien ist und der Mann kann nicht mehr ins Fitness und in den Männerchor und mit den Kollegen eins haben. Alles tut sich in der Familie massieren. Und das ist schon auch ein Anliegen, wie geht es den sozial schwachen Familien oder Familien, die alleinerziehend die ganze Situation bewältigen müssen. Und ich glaube, das ist für uns glaubende Menschen auch ein wichtiges Anliegen, für sie im Gebet oder auch praktische Unterstützung können zu leisten. Mhm. Genau. Ja, das glaube ich auch, dass da zum Teil grosse Nöte sind. Auch Angst, kommt mein Kind nachher noch mit. Ich will mir selber nicht raus und kann mein Kind jetzt nicht so gut strukturieren und dass es jetzt dranbleibt und 2-3 Stunden am Stück lernt. Der Nachbarsbub hat erzählt, ja, ich bin am Morgen 2,5 Stunden dran und dann darf ich eine Pause machen und dann am Nachmittag nochmal eine Stunde und dann hat er ein gutes Umfeld, einen Garten, der kann draußen sein und da wird klar geführt von den Eltern und es gibt klare Abmachungen
dann ist das natürlich super. Aber wir sehen auch, dass es nicht gibt, wo es sonst schon schwierig ist, eine Struktur zu schaffen. Und jetzt ist das halt verstärkt schwierig. Ja. Mhm. Also Kinder, die sprachlich mit E-Learning fast nicht zu Schlag kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Sozialpädagogen, die heim anrufen und sagen, ist er aufgestanden oder hat er die Nacht durchgehend? Also sich können führen und strukturieren. Wenn du die als Eltern nicht kannst führen, ist es noch schwierig, das ganze Familiensystem zu führen. Und das sind schon Herausforderungen. Ja, genau. Ja, ich würde gerne das Thema von Familie ein bisschen verlassen. Also wir werden es immer wieder streifen, so wenn wir ein bisschen das Gebiet wechseln und noch ein bisschen in die ganze Situation von der Daniela Mailänder eintauchen. Das würde ich nämlich jetzt gerne machen. Sie hat eine ganz verrückte Zeit erlebt, Daniela Mailänder. Wir möchten gerne noch ein wenig zurückblenden an diesen Tag an der Willow Creek Konferenz in Karlsruhe. Und da hattest du eigentlich einen Auftritt, also du hättest auf die Bühne gehen sollen für eine Botschaft zu diesen mehreren tausend Leuten und dann bist du plötzlich in Quarantäne gelandet. Erzähl mal, wie war das? Genau, also es war tatsächlich an Dramatik nicht zu überbieten. Das muss man sagen, das vorweg. Ich würde noch gerne einen Teil, weil ich das wirklich spannend finde, zu dem Thema Familien machen, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf, weil ich das eben ja auch beruflich mache bei Kirche Kunterbund und mich das wirklich umtreibt, wie wir mit Familien und auch mit Kindern in prekären Verhältnissen umgehen. Und wir stellen fest, ich weiß nicht, bei euch in der Schweiz wird es ganz ähnlich sein, dass Familie gerade schon unglaublich unter Druck ist. Also wir reden so von der Rush-Hour des Lebens und Qualitätszeit wird von Familien, das ist so bei uns in Deutschland das, was am meisten gewollt wird, Qualitätszeit mit der Familie. Und jetzt ist die Frage, wie können wir Möglichkeiten geben, dass wirklich so eine Qualitätszeit erlebt wird? Und wie können wir auch in unseren digitalen Angeboten so sprachfähig werden, dass Menschen aufhorchen, die vielleicht nicht gerade in unserer christlichen Welt so sind. Wie können wir in Angebote schaffen, so, schaut mal, das könnt ihr miteinander machen, weil viele Familien da gar keine Art mehr miteinander haben, solche Qualitätszeiten miteinander zu erleben. Das ist eine unglaubliche Chance, wo wir von unserer Kultur, die wir vielleicht als Christen, wie wir unsere Familienstrukturen leben, gerne weitergeben können. Und das können wir gerade nur digital tun und da müssen wir noch mehr auf unsere Sprache achten. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Entschuldigung, da musste ich noch mal ganz kurz einhaken, Super. weil da mein Herz dafür brennt, wie wir Kirche jetzt gerade ganz aktuell auch sprachfähig haben. Ja, ich glaube, bei euch, Daniel und Kathi Zindel, ihr habt ja auch so Tipps, wie ihr jetzt, die ihr online anbietet und da kann man eigentlich so schauen, was könnte man für Ressourcen nutzen oder ja. Also wir haben vor allem pädagogische Angebote, wie das Zusammenleben gelingt. Wir haben heute eine Homepage www.hilft aufgeschaltet, wo ganz viele Möglichkeiten sind, was Familien und Eltern tun können und auch Hilfsangebote. Mhm. Super. Ja. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir nochmal einen Anlauf für zurück nach Karlsruhe an diesen denkwürdigen Tag für dich, Daniela Mailänder. Sag uns mal, wie erging es dir da? Genau, ich hätte eigentlich sprechen sollen auf dem Willow Creek Kongress in Deutschland, Leitungskongress. Und statt in die Maske zu gehen, wo ich eigentlich hätte hingehen sollen, kam ein Mitarbeiter auf mich zu. Ich war gerade noch beim Mittagessen und meinte, du musst zu einer dringenden Besprechung, zur Veranstaltungsleitung. Und er blickte mir in die Augen. Ich wusste, dass einer der Referenten eben krank geworden ist über Nacht. Und wir standen miteinander im Aufzug und ich gucke ihn an und er guckt mich an und mir war tatsächlich fast alles klar. Also ich dachte, es ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Das war jetzt vor ein bisschen mehr als 4 Wochen. Da war die Welt noch eine andere. Da war Corona noch, wir hatten in der Pressekonferenz vorher noch drüber gesprochen und ich dachte mir, naja, jetzt macht man hier nicht so ein Bohai um dieses Corona. Als ich in diesem Aufzug stand, dachte ich mir, das könnte sein, dass der Referent eben an Covid-19 erkrankt ist. Und dann war ich in einem Zimmer und dann kam der Veranstaltungsleiter von Willow Creek, von diesem Leitungskongress,
rein und hat uns eben informiert darüber, dass eben jener Referent tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist und dass wir ab jetzt alle in Quarantäne müssen. Und es war so eine Stunde vor meinem, wenn man so will, vor meinem Talk, den ich noch mit 3 anderen, wir hatten so eine Stunde gehalten hätte. Und das war natürlich, also für mich persönlich, ich war voll gepumpt mit, also wie man halt vor so einem Talk ist. Ne? Man ist erstmal viel Adrenalin, viel Konzentration, viel Ausrichtung, auch viel, klar, die Frage, Gott, was willst du, dass ich sage? Ich hatte mich intensiv natürlich darauf vorbereitet. Und dann stand ich so vor diesem, okay, absoluter Szenenwechsel, eine 180-Grad-Wendung. Du musst jetzt in Quarantäne bis heute Abend um 18 Uhr, musst du dich irgendwo in Einzelisolation begeben haben. Wir wussten, wir haben bis 18 Uhr Zeit. Das war so, der Erstkontakt war 48 Stunden vorher um 18 Uhr. Ich habe dann noch eine Pressemitteilung rausgeschrieben mit den Pressereferenten und wir haben noch einen Text formuliert, den der theologische Referent dann für die Teilnehmer verlesen hat. Und dann hieß es für mich, ab ins Auto und in diese Einzelisolation. Und da war ich dann. Und das war ja auch, also die Einsamkeit ist dann das eine, das andere war eben auch diese Enttäuschung, dass jetzt du komplett aus dieser Szenerie hinausgerissen wurdest, oder? Also auch diese Gelegenheit, vor den Leuten zu sprechen und das zu präsentieren wahrscheinlich. Genau. Also es ist wirklich so, natürlich, ich meine, so ein Kongress vor 10.000 Leuten sprechen, das macht man jetzt nicht alle Tage. Natürlich ist dem eine lange Vorbereitungszeit irgendwie vorausgelegen und ich habe mich da intensiv auch geistlich damit auseinandergesetzt. Auch nochmal das Thema Berufung. Ich hatte mich gut in das Thema eingearbeitet und dann bist du wirklich so kurz vorm Ziel. Ich habe mich gefühlt wie so ein Sportler, der so ein Jahr lang vielleicht auf einen großen Wettkampf sich vorbereitet und dann so kurz vorher irgendwie wegen einer Bagatelle nicht teilnehmen kann. Und so war es ja de facto auch. Und da war natürlich sehr, sehr viel Enttäuschung und Trauer. Und ich ahne, dass diese Trauer, die ist bei mir exemplarisch jetzt auf diesem Kongress, aber diese Trauer erleben ja in diesen Tagen ganz, ganz viele von uns, dass wir uns auf irgendwas vorbereitet oder gefreut hatten. Ich denke an die ganzen Hochzeiten, die jetzt im Frühjahr stattgefunden hätten. Familienfeste oder auch eine berufliche Herausforderung oder eine Prüfung und da lernst du drauf und zack ist sie weg oder kann nicht stattfinden oder muss in einer anderen Form stattfinden. Das sind riesige Enttäuschungen und damit irgendwie auch eine Trauerarbeit, die wir zu leisten haben. Das finde ich sehr einen spannenden Punkt, den ich gerne in die Runde auch weitergeben möchte. Diese Trauer, also bei uns ist zum Beispiel so, unser Baby, das am 11. März zur Welt kam, mitten im Chaos von Corona eigentlich, das hat seine Großmutter noch nicht gesehen, respektive das Große hat das Baby noch nicht in den Armen halten können. Und da weint meine Frau dann manchmal auch, oder ich bin auch traurig über diese Szene, über diese Situation. Was denken die anderen auch? Vielleicht auch Sabine, wo du auch viele Leute begleitest in psychischen Bereichen und Trauer auch wahrscheinlich ein großes Thema im Moment ist. Also ich kann dort anhängen, was Lele sagt. Also wir sind auch betroffen persönlich. Unser Sohn und seine Brut wollten heiraten im Mai. Und ja, das findet jetzt in dieser Form sicher nicht statt. Und das sind tatsächlich, traurige Momente, das sind Enttäuschungen. Und auf der anderen Seite denke ich aber, ja, es ist auch das Leben. Also willkommen in der Realität. Das Leben ist so, dass es Sachen parat hat, die wir nicht wählen können und wo wir einen Weg finden dadurch. Und natürlich, also von der Trauer kennt man ja dann so verschiedene Phasen, wo man auch durchlebt, von sich auflehnen dagegen, von nicht wahrhaben, bis hin dann irgendwann, wo man dann an den Punkt kommt und das auch integrieren kann in die Geschichte, die das Leben mit einem schreibt. Oder? Wo ich natürlich aus meiner Perspektive sage, wo Gott mit mir schreibt. Weil er kommt ja mit mir durch all das durch. Und nicht, dass er das initiiert hat, nicht, dass er irgendwie da ist, der findet, das ist jetzt super und das mute ich dir jetzt zu. Aber das ist ja das Besondere, dass wir in Gott ein Gegenüber haben,
wo nicht zurückschreckt, wenn es schwierig wird, sondern wo mitkommt, wo mein Gegenüber ist, auch in diesen Tälern inne. Und auch da, ja. Mir ist im Vorfeld, oder, zu diesem Tag, ist mir etwas in den Sinn gekommen. Und zwar, mein Mann und ich gehören zu der reformierten Landeskirche. Und unsere Kirche ist ein älteres Gebäude, irgendwie 1600 und etwas ist das gebaut worden. Und das steht so mitten im Friedhof. Und wenn wir in den Gottesdienst gehen am Sonntag, müssen wir durch den Friedhof durchlaufen. Und auch praktisch jeden Sonntag, wir gehören zu einer grossen Kirchgemeinde, haben wir Abkündigungen. Also werden die verlesen, die in der vergangenen Woche gestorben sind. Und wir sind etwa 17 Jahre oder so in einer Freikirche gewesen und dann mit dem Umzug auf Winterthur wieder zurück, so quasi in die Landeskirche gekommen. Und am Anfang habe ich mich so ein bisschen, wie das Töteln da. Und habe mich so ein bisschen schwer da mit dem, dass das so ist. Und in der Zwischenzeit finde ich das einfach so gut und so gesund, weil ich jeden Sonntag wird mir nur schon auf dem Weg in die Kirche rein, wird mir vergegenwärtigt, um was es wirklich geht. Und dass das, was wir hier so grossartig finden und uns darum bemühen und was wir so wertschätzen, am Schluss, oder, ist es nicht das, was verhebt. Und wegen dem gehe ich ja in die Kirche, weil ich will das finden, was Ewigkeitswert hat, das, was mein Leben wertvoll, was meinem Leben auch Wert gibt. Und ein bisschen von dem, oder, glaube ich, spüren wir in diesen Enttäuschungen. Und ja, willkommen auf dieser unvollkommenen Welt. Und wir haben aber einen Gott, der von der Ewigkeit her mit uns durch das durchkommt. Und er zieht uns in die Ewigkeit rein. Wenn wir gerne noch hören, wie Käthi oder Daniel Zindel mit dem umgehen, oder? Das Zerbrechliche und dass plötzlich jetzt einfach so Enttäuschungen kommen. Wir, die gewöhnt sind, ein Standard, wo einfach immer, das ist so ein bisschen schön kontinuierlich gelaufen bis jetzt, häufig in der Schweiz. Also ich denke, an der Beratungsstelle ist ja das der Punkt, da kommen so viele, die eine Ehe scheitern oder eine Beziehung, eine längfristige, wo sich jetzt keine Heirat ergibt und dann gibt es den Trauerprozess im Loslassen von einem Traum oder dass man eben keinen Partner gefunden hat oder die Zeit vorbei ist, wo man kein Kind mehr haben kann. Also es sind ja eigentlich Lebensthemen, die es einem so oder so gibt. Und jetzt sind sie da vielleicht geballt und unvorbereitet, das ist so. Und ich denke, es ist eine Chance, wie Sabine auch schon gesagt hat, mit denen einen Weg zu gehen. Um am Schluss sich wie aussöhnen und sogar mit einem Gewinn davon können sagen, ich bin daran gewachsen und nicht zerbrochen. Und das ist immer mein Gebet, auch für meine Kinder, wenn es schwierig sind. Die haben auch schon viel Schwieriges erlebt. Oder jetzt auch in meinem Umfeld oder für die Beratung. Lass das Schwierige und die Enttäuschungen und das Trauern den Menschen wachsen und auch mir wachsen und nicht zerbrechen. Und was wir jetzt gerade bewegt haben, wir haben einen Todesfall in unserem Alterszentrum, können ja keine Besucher mehr kommen. Also auch im Loslassen von Menschen, so wie eine Eheschliessung, gibt es ganz harte Momente. Und was die Hoffnung dahinter ist, eine Gesellschaft wächst genau an so Erschütterungen. Also man weiss aus der Resilienzforschung, was macht uns widerstandsfähig, dass auch so Krisen die besten Kräfte in uns wecken. Plötzlich tut man sich zuklatschen von den Balkonen. Es ist auch eine Chance, weil es wackelt jetzt Götzen, also der Tanz ums goldige Kalb vom SMI oder so. Vermeintliche Sicherheiten und Gewissheiten werden genommen und ich habe das Gefühl, wir werden auch sensibler für Beziehungsfragen und vielleicht auch Beziehung zu Gott. Also in dieser Erschütterung wachsen unsere Widerstandskräfte und auch möglicherweise neue Sichtweise vom Leben, eine gesündere Sichtweise, als wo wir drin waren. Also es ist zu hoffen, es ist nicht immer so. Manchmal Ob es kann man nachhaltig zerbrechen. ist, ja, Also ich denke jetzt auch gerade, wenn jemand psychisch ganz instabil ist,
ist das vielleicht nicht möglich. Unsere Tochter ist Psychotherapeutin und sie erlebt jeden Tag, die haben Nonstop-Telefon von Leuten, die so wackeln, die den Boden so nicht haben, die in die Klinik, die spezielle Medikation und Betreuung brauchen, was eben nicht möglich ist. Also, es ist nicht so, dass das jetzt alle können, ja. aber es wäre und ist der Wunsch und das Gebet, dass das auch könnte für viele so werden. Im letzten Talk, den wir am Freitag durchgeführt haben, hat der Thomas Harry auch gesagt, dass wir viele traumatisierte Menschen auch werden haben aus dieser ganzen Zeit, die jetzt läuft. Und zwar verschiedenartig. Also zum Beispiel schon nur die Ärzte, die so Entscheidungen müssen treffen jetzt in den Spitälern, wer behandeln sie wie und automatisch irgendwo sich schuldig machen an gewissen Menschen dann wiederum. Oder ich habe schon gedacht, ich weiss ja gar nicht, wenn ich selber angesteckt wäre, könnte ich jemanden wieder anstecken und könnte dort von Schuld, also die ganze Thematik, die Thematik von Schuld und Vergebung könnte vielleicht in der Zukunft auch noch sehr relevant werden, oder? Also könnte man auch sagen, die Kirchen werden wahrscheinlich noch längerfristig gefordert sein, sehr, oder mehr Christen in diesem Sinn, oder? Und gerade so Schuld, das ist das eigenverantwortliche Handeln, aber auch Schicksal, also die Schicksalshaftigkeit, ich kann jetzt nicht heiraten oder wir sind neu konfrontiert mit grundlegenden biblischen Fragen, wo die Bibel schon seit Urzeiten kennt und wir in der modernen irgendwo ein bisschen gedacht haben, wir sind schleuer als die Grundfragen der Bibel und wir sind jetzt voll in diesen Sinnfragen, Schuldfragen, Schicksalsfragen drin. Interessant. Also das wird kommen. Und ich glaube, es ist vielleicht jetzt noch die einfachere Zeit. Je nachdem wird nachher noch ganz viel aufgeschafft werden. Aber auch das, sage ich, es könnte auch eine Chance werden, wenn man dort auch hinschaut. Und je nachdem etwas, ja, wo jetzt auch in eine Schuld geführt hat oder wo man vermeintlich als Schuld empfindet, oder auch Überforderung, Ohnmacht, das kann ganz viel sein, wo man dann Hilfe braucht. Das kann ich mir schon vorstellen. Je nachdem, wie exponiert jemand schafft. Oder ich kann jetzt sagen, erlebt, dass jemand nicht mehr weiterarbeiten in der Pflege, weil es einfach nicht mehr geschafft hat. Und dann ist auch so die Frage, ja, lasse ich jetzt die anderen im Stich? Also einfach diese Spannungsfelder bin ich ganz sicher. Und ich meine, da kann ich schon gar nicht mitreden mit an dieser Freundschaft. Das muss sehr grosse Herausforderung sein. Lass mich hier drin eine ganz grosse Frage stellen, die immer häufig kommt von den Leuten. Oder wir merken, wenn wir etwas zu dem publizieren auf LiveNet, dann wird das sehr häufig gelesen. Nämlich die Frage nach dem Leid und ob einem das nicht muss daran zweifeln, dass es Gott gut mit uns meint. Was macht das mit euch persönlich auch? Mit eurem Glauben? Das würde mich mal ein bisschen interessieren. Also, wenn etwas Schweres, Unerklärliches eintritt, wie geht ihr mit dem um? In der Beziehung mit Gott auch? Also bei dir, Daniela, habe ich noch den Bericht gelesen, den du hast geschrieben auf More Than Pretty, oder? Da hast gesagt, ja, dass du traurig hast, heute ist Mittwoch, Gott und ich reden wieder miteinander, oder? Also das ist schon auch dort hier eine Dimension drin gehabt, Fragen an Gott. Ja. Also ich glaube zutiefst daran, dass uns in diesen Trauerphasen, die gerade so viele Menschen durchleben und auch diesen traurigen Momenten, das ist ja nicht immer nur Trauer, aber eben genau diese Tragik, Schicksal, hat der Daniel das genannt. Ich glaube zutiefst, dass wir daran auch wachsen können, aber ich glaube auch, wir dürfen dieser Trauer auch Platz lassen und diese Leerstellen auch lassen. Ich persönlich, also ich habe jetzt, bei mir ist es ein kleines Ding gewesen. Ne? Da gibt es ja noch ganz andere Themen. Ne? Wenn Menschen ihre Familienangehörige nicht beerdigen dürfen, das sind ja riesige Themen. Und ich glaube auch, da kommt noch ganz schön was auf uns zu an Aufarbeiten. Ich persönlich habe jetzt für mich, ich habe den Psalm 86 in den ersten Tagen viel gebetet. Herr, sorge du dich um meine Seele. Das war so, ich dachte, ich kann jetzt gerade, ich bin fast schon gehörlos für das, was Gott zu mir sagt. Also
schiebe ich meine Seele Richtung Gott und sage, bitte kümmere du dich um meine Seele. Das war für mich hilfreich und auch in dem Psalm geht es dann noch weiter, sende mir ein Zeichen, dass du es gut mit mir meinst. Ich will daran glauben, daran festhalten, dass du es gut mit mir meinst. Ich kann es aber gerade nicht glauben. Zeig mir doch, dass du es gut mit mir meinst. Und ich persönlich habe jetzt für mich seit 5 Wochen, eben seit es bei mir präsent im Leben so ist, hier in Deutschland haben wir seit 3 Wochen sehr, sehr präsent mit Schulschließung und so weiter. Ich habe Tagzeitgebeten, die ich seitdem sehr, sehr konsequent bete, um eben ganz nah an Gott dran zu bleiben. Das hilft mir jetzt gerade, einfach da konsequent mich auszurichten. Und das Thema Hoffnung, das beschäftigt mich gerade. Also ich habe heute früh habe ich angefangen, alle Bibelstellen nochmal für mich zusammenzusammeln, die mir im letzten Jahr Hoffnung gegeben haben, für unterschiedliche Zeiten, die habe ich mir aufgehängt. Also solche Dinge zu machen. Ich glaube, dass das zutiefst auch was mit unserem Leben und auch dann mit unserem Glauben macht, ohne zu schnell in diese Richtung rutschen zu wollen. Also ich glaube, wir dürfen auch Plätze haben, wo wir trauern. Bei mir ist es jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, und ich diese Durchsage höre, bitte halten Sie Abstand, bitte nur hier in handelsüblichen Mengen und so weiter einkaufen. Jedes Mal, ich frage mich jedes Mal, was tun wir hier? Was passiert gerade mit unserer Gesellschaft? Und da merke ich, da steigt diese ganze Trauer in mir hoch. Und ich glaube, die darf auch sein, wenn wir uns dann wieder an den wenden, wo wir die Trauer auch abladen dürfen. Möchte ich gerne noch weitergeben bei den anderen, ob es da auch einen Bibelvers vielleicht gibt, der euch besonders wichtig ist, oder ein Lied kann es ja auch mal sein oder mehrere. Oder ja, dieses Spannungsfeld, wie ist das für die anderen? Also ich tue immer den Tag für mich abschliessen mit der Liedstrophe: Hirte deiner Schafe, der von keinem Schlafe etwas wissen mag. Deine Treu und Milde diente mir zum Schilde den vergangenen Tag. Und erlebe ich noch den Morgen, wirst du weiter sorgen. Das ist so mein Ritual, wenn ich im Schlafübergang Gott sorgt. Und dann habe ich noch ein bisschen Galgenhumor dabei. Dann sage ich mir, und erlebe ich nicht den Morgen, wird man mich entsorgen. Das wird jetzt sehr, sehr, sehr sarkastisch, aber ich merke, letztlich bin ich Herr meines Lebens und es gibt Lösungen und Gott sorgt. Oder? Es tut viel Gottesbilder jetzt zerbrechen. Gott, ich Garant meines Glücks, Gesundheit und so weiter. Und wir kommen neu Gott im gekreuzigten Gott, der unser Elend, unser Schicksal teilt. Also der gekreuzigte Gott wird das Thema sein für die Theologie von morgen. Und der auferstandene Gott, der im Gekreuzigten aufersteht und neues Leben schafft. Das wird die Botschaft sein von deren Ostern. Genau, ich wollte sagen, wir gehen ja auf Ostern zu. Also wir sind in dieser Passionszeit, also es passt insofern irgendwo schon auch zu dem leidenden Gott, der mit uns kommt in der Sinne. Ja. Also mein Ritual ist es so, oder besser gesagt, ich brauche am Morgen, erwache ich, im Bett habe ich schon das Gespräch mit meinem Gott und bitte ihn und schenke mich ihm und bitte ihn, dass er mich heute einfach erinnert daran. Erstens einmal, dass er bei mir ist, dass er mich hebt und durchträgt, aber auch, dass er mir hilft, die anderen im Blick zu bekommen. Und so kann man manchmal so Impuls durch den Tag oder ich merke, oh, jetzt bin ich glaube am Hetzen oder jetzt denke ich, jetzt hat es kein Vollkornmehl mehr und ich hätte doch so gerne Vollkornbrot gemacht und wird gerade verrückt und das kann ich dann nachher ihm wieder so bringen und einordnen, okay, lass los, okay, gibt es kein Vollkornbrot. Und dann mache ich meistens am Nachmittag einen Spaziergang, wo ich oben durchgehe, wir wohnen so an einem Berg und sitze dort in einer Hütte her. Und dort tue ich mir so alles erzählen und dann den ganzen Dank, das so vieles Schönes und das Geniessen, aber auch vielleicht noch eine Last, die ich habe. Und dann frage ich ihn, was denkst du, wie siehst du es? Was denkst du über eine Sache? Habe vielleicht auch eine Frage. Und dann gehe ich runter mit etwas, das ich von ihm so fest habe, wieder ins Tal. Das ist so ein bisschen mein Tag, wie ich ihn auch strukturiere, mit auch rausgehen, Bewegung und mit Gespräch mit Gott. Und wieder runter, wieder ins Büro.
Hören wir doch auch noch bei Sabine Fürbringer, was sie für Strategien hat jetzt im Moment. Ja, ich bin eine leidenschaftliche Bibelleserin. Also es fällt mir einfach nicht schwer und ich erlebe das ganz, ganz oft, dass durchs Bibellesen mein Geist belebt wird, wie ich kann es vielleicht nicht einmal benennen, aber wie in mir innen, wie mein Geist sich freut über den Gott. Aber es ist nicht immer so. Und ich brauche also auch die Bewegung, das erinnert mich sehr, wir haben da auch einen Hügel und ich marschiere auch immer über den drüber. Und interessanterweise, das erzähle ich euch jetzt noch, habe ich letzte Woche auch so einen Morgen gehabt und ich habe eigentlich von Gott erwartet, dass er etwas sagt in die Situation hinein, wo wir da drin sind. Und ich bin sowas von zappelig auf meinem Stuhl gesehen und das ist einfach überhaupt nicht gegangen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also ich habe die erste Sitzung irgendwie um 8:30, jetzt gehe ich raus. Das wird nichts mit dem Kontemplativ tun. Da. Und dann habe ich eine Runde gedreht über den Hügel und dann, wenn ich heimkomme, laufe ich an einem Brunnen vorbei. Und dann ist am Morgen, um 7:45 der Brunnen leer. Und ich habe gedacht, das ist jetzt also merkwürdig und habe reingeschaut. Und der war frisch geputzt und der Stöpsel war wieder drin und das Wasser ist vielleicht etwa 7-8 cm hoch schon gestanden. Und es ist so merkwürdig am Morgen früh, so einen frisch geputzten Brunnen. Und ich habe wieder gedacht, Gott, redest du heute so und nicht durch das Wort, durch die Bibel. Und dann bin ich weitergelaufen und dann etwa 50 Meter später kommt gerade nochmal ein Brunnen. Und dann ist dort der städtische Mitarbeiter dran gewesen, bereits eben um 7:45 am Morgen den zweiten Brunnen zu putzen. Und er hat so mit einem Netzchen das Laub rausgelesen und hat alle Utensilien dabei gehabt, um die Brunnenwand auch zu reinigen. Und für mich selber, es hat so geredet zu mir. Ich habe mich selber so gefunden in diesem Bild, weil ich habe das Gefühl hatte, das passiert jetzt genau. Es ist der Stöpsel rausgezogen und jetzt läuft einfach mal das abgestandene Wasser vom Alltag. Das läuft jetzt einfach mal ab. Und so fühlt sich ja mein Leben an. Es ist Pausentaste gedrückt, fertig. Und die Blätter, die da so rumschwimmen, das dürre Laub, kommt mir so vor, wie so das, was der Alltag reinwindet, reinbläst in unser Leben. Und natürlich, es bläst weiter, also all die Medien und all die Informationen, die auf uns reinstürmen. Aber am Schluss, oder, das liegt dort in dem Wasser und das verunreinigt es eigentlich. Und jetzt wird das mal so rausgenommen. Und alles, was sich an der Innenwand ablagert, so das Geschmier, das Algenzeugs, jetzt ist der Moment, um das wieder runterputzen zu lassen. Also auch so Verhaltensweisen, die für mich so eingeschliffen sind, so läuft das in meinem Alltag, so denke ich, so muss man sein, das hat jetzt plötzlich keine Relevanz mehr, weil es ist einfach Pausentaste gedrückt. Und mich begleitet das Bild, ich merke, was für eine Chance. Ist ein bisschen unangenehm, oder? Weil du denkst, ich laufe leer. Das, was ich da so angesammelt habe, läuft jetzt einfach unten raus. Und in dem aber zu wissen, aus dem Wasserhahn, das Wasser hört ja nicht auf zu fließen. Das läuft und läuft und läuft. Und ich bin dann am nächsten Tag wieder an diesem Brunnen vorbei. Und es ist so etwas Schönes, ein frisch geputzter Brunnen. Die Klarheit von dem Wasser, du möchtest gerade deine Arme reinstrecken, so weit wie es geht. Es ist so etwas Schönes. Und das trage ich jetzt so für mich, zumindest für die nächsten Tage und Wochen, trage ich das so ein bisschen mit mir um und denke, also gut, alles was nötig ist, damit die Gülle abläuft, soll geschehen. Also in einem gewissen Sinn, dass es auch helfen kann, Sabine, dass es Klarheit geben kann und vielleicht Prioritäten auch neu ordnen, sagen wir es so, vielleicht. Auch für nach dieser Corona-Krise. Ja. Und ich meine, ich merke es bei mir, dass es ja schon passiert, aber ich merke es auch in meinem Umfeld oder Familien, die plötzlich sich neu organisieren, Ehepaare, die entdecken, dass sie sich ganz anders könnten ergänzen und aus dem heraus sehr viel Potenzial auch daraus herauskommt.
Aber ist vielleicht nicht mehr genau, wir sind nicht mehr genau an dem Punkt, gell, wo du eingestiegen bist mit dieser Frage, nämlich wo kommt das Leiden her? Ja, aber am Schluss wollen wir ja schon wieder zum Ort herfinden, wo das Leben weitergeht, oder? Wo wir hochschauen können. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Kunst, dass wir Gott auch nachfolgen und lieben, auch wenn wir ihn nicht ganz verstehen. Oder? Das wird wahrscheinlich Teil sein beim Leiden, dass wir es nicht komplett verstehen können, aber gleich können an ihm dranbleiben und erleben eben als guter Hirte an unserer Seite. Danke vielmals auch für das Bild, Sabine. Ja, wir haben bereits 5 vor 5, also wir haben nicht mehr allzu lange jetzt eine Live-Zeit hier für uns auszutauschen. Es ist sehr eine schöne Austauschrunde jetzt auch wieder schon gesehen. Ich finde wirklich, es lohnt sich, dass wir einander auch zuhören und eben die Gespräche führen. Auch alle sonst würde ich ermutigen, suchen so Gespräche. Ich meine, das ist nur ein Beispiel jetzt hier, unser Livestream, aber es muss ja nicht ein Livestream für das geben im Prinzip, sondern wir alle können das machen. Ich würde noch gerne eine Frage jetzt ganz allgemein stellen für euch zum Schluss. Also mit was für einer Sicht schaut ihr jetzt voraus in die nächsten 2-3 Monate? Also wenn ihr so ein bisschen, habt ihr persönlich wie auch Angst vor dem, was kann kommen, trotzdem jetzt für euer Umfeld, für ja, persönlich, oder mit was für einer Haltung schaut ihr dem Ganzen entgegen? Das würde mich noch interessieren jetzt von euch hier. Also Angst ist es nicht. Ich habe sehr hohen Respekt vor den wirtschaftlichen Folgen. Also unternehmerisch gesehen werden das grosse Herausforderungen sein. Du kannst nicht alle Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, sondern da laufen die Kosten. Es wird viel Führungsarbeit brauchen. Vieles wird umgebaut werden, wo auch im christlichen Bereich habe ich den Eindruck. Was ich weiss, dass Gott mitkommt und dass Gott sein Reich vielleicht besonders auch durch die Erschütterungen durchbaut. Die Gewissheit habe ich. Aber wir müssen die Ärmel hochkrempeln in den nächsten Monaten, wie wir sie in den letzten Wochen schon gemacht haben. Merci vielmals, Daniel. Weitere Stimmen noch von den Frauen in unserer Runde? Ich weiss es einfach nicht. Also ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der eigentlich nicht so viel vorausplant und schaut. Ich kann ganz gut im Moment sein. Ich habe jetzt auch nicht so viel Angst, aber mir ist auch bewusst, dass sich sehr vieles wird ändern. Und ich hoffe einfach und ich habe das Vertrauen, dass es uns dazu dienen, dass es irgendwo mehr in die Tiefe wachsen würde. Also mehr Vereinfachung vom Leben, Substanzielles, Verwesentlichung. Aber ich habe auch Zweifel, ob es nicht einfach so ist, dass wir sehr bald wieder im alten Hamsterrad sind. Und das wünsche ich mir für Familie, das wünsche ich mir für uns persönlich, für mich persönlich. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Und mehr einfach auch können. Ich glaube, ich werde daraus für mich ziehen, ich werde lernen, mehr Nein sagen. Für das Angebot oder Anfragen. Einfach etwas vereinfachen. Ja, bei dir vielleicht auch mal Nein, ja. Aber auch ja. Aber es ist für mich wie innerlich wächst so etwas, wo ich schon länger dran bin, wo ich merke, es verstärkt sich noch. Viel mehr. Was ist wichtig und was nicht. Danke vielmals. Ich habe so für mich ein Bild von einem Langstreckenlauf. Ich habe am Anfang gedacht, als ich mich das erste Mal in Quarantäne befunden habe, dachte ich mir, du musst jetzt die 14 Tage gut hinter dich bringen und dann ist es vorbei. Und dann hatten wir Schulschließungen hier in Bayern und dann dachte ich mir, naja, bis Ostern und dann ist vorbei. Und inzwischen gehe ich von einem Langstreckenlauf aus. Und ich bin Läuferin, also ich kenne Intervallläufe, wo du ganz kurze, schnelle Läufe hast und dann lange Strecken laufen musst in deinem Trainingsplan. Und das sind ganz, ganz langsame Tempi. Also es ist ein ganz langsames Tempo und ganz kleine Schritte, die man da gehen muss, damit man wirklich lange durchhält. Und ich
möchte gerade versuchen, die Corona-Krise als so einen Langstreckenlauf zu sehen. Ich gehe gerade sehr kleine Schritte zu Hause in meinem Alltag mit den Kindern, aber auch beruflich. Was digital da gerade in den letzten Wochen aus dem Boden geschossen ist, wo ich sage, wow, dieses Tempo können wir nicht halten. Uns wird in ein paar Wochen die Puste ausgehen. Was können wir im Hinblick auf einen Langstreckenlauf jetzt wirklich eintüten? Also das so für meinen Dienst, das finde ich ein ganz spannendes, aber auch für mein Leben. Ich kriege gerade kleine Schritte, aber die möchte ich sehr kontinuierlich gehen, weil ich glaube, die Krise wird uns noch lange begleiten. Ich gehe von mindestens bis Herbst aus. Ich jetzt persönlich, ich stütze das auf keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das ist einfach so, ich irgendwann gedacht habe, die letzten Tage, nein, du stellst dich jetzt auf einen Langstreckenlauf ein. Und dieses Tempo fahre ich gerade. Das ist, und was mich zutiefst wirklich umtreibt, ist das, wie können wir Hoffnungs- und Mutmenschen sein. Also wir als Christen, wie können wir das aussprechen, Hoffnung und Mut für die Welt und auch für unser Umfeld. Das ist das, was mich als nächstes sehr bewegt. Und diese Frage ist mir die ganze Zeit vor Augen. Und ich denke mir, wie können wir Hoffnung in diese Welt bringen, gerade wir jetzt als Christen. Super. Danke vielmals für den super Austausch, den wir hier haben dürfen miteinander. Und ich werde gerne noch darauf hinweisen, zum Schluss auf unseren nächsten Live-Net-Talk, den wir am Freitag durchführen, am 4 Uhr. Dann befassen wir uns mehr mit dem Thema, wie lassen wir uns auch, als Christen schnell ein bisschen irreleiten mit Verschwörungstheorien, mit Halbwahrheiten. Jetzt geht in diesen Tagen gehen Sachen um, da staune ich wirklich zwischen ihnen, dass wir das einfach so denen abkaufen, die das posten irgendwo. Wir werden den Marc Jost dabei haben, Theologe und Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz, der Johannes Wirth, Pastor für GVC Winterthur und sicher noch weitere Gäste. Das ist immer rollende Planung und da bin ich selber noch gespannt, wer da noch dazukommt. Es war eine mega spannende Stunde hier mit euch. Ich danke euch vielmals, wünsche euch Gottes Segen und dass ihr die Nähe könnt spüren von ihm in allem Innen, was noch kommt auf uns zu. Und merci vielmals für das Interesse denen, die daheim jetzt haben eingeschaltet oder die es im Podcast haben geschaut, noch werden schauen. Teilen gerne auch den YouTube-Link, dass das viele Leute werden hören und hoffentlich ermutigt werden und ein bisschen selber auch Hilfe bekommen, Orientierung für, wie man kann in dieser Krise zu Schlag kommen. Danke vielmals für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.